Servus, grüß euch und habe die Ehre. Ich begrüße euch zu einem neuen Division 2 Video. Ich bin die Fedewolzen und bringe euch einmal ein Bild näher von einer Exo, die wo keiner spielt. Und lasst euch überraschen, für Gewehrliebhaber ist das Bild gut. Man kann tatsächlich Schaden damit machen, bis zu 5 Mille pro Schuss. Da muss man aber ein bisschen üben. Es ist nicht einfach zum Spielen. Und auch nicht einfach so, ihre nicht zieh und mau ist um, sondern man muss schon ein bisschen mit Köpfchen spielen bei dem Bild. Ein bisschen so eine Herausforderung. Ich habe einen Tanker gespielt, von vorn bis hinten auf heroisch. Ich muss dazu sagen, es sind Abtrünnige gekommen, die habe ich dann solo mit dem Bild nicht geschafft. Ist aber eher an dem gescheitert, weil ich keine Übung nicht habe damit. Also mit dem Bild muss man schon ein bisschen üben, ja. Und da hinten liegt's, das nette Gewehr. Das Snakebite, glaube ich, heißt das Schlangengewehr. Und ja, da muss ich sagen, packen wir es und schauen wir uns das ganze Klampo. Was ich noch sagen wollte. Schaut mal bei mir im Discord vorbei, Community Discord. Ist jeder herzlich willkommen, egal was für ein Spiel das er spielt. Einfach ein bisschen miteinander reden und Abhänger und diskutieren über manche Spiele, Hans was, Hans nix, etc. Also ist kein exklusiv Division 2 Video, kein exklusiv Division 2 Discord, sondern einfach bei mir treffen sie einfach Spieler ja, zum Reden, ja. Oder ja. Nichtsdestotrotz, wir haben auch einen Division 2 Clan und wir spielen auch alles. Also vom Raid bis zum normalen Farmen bis, keine Ahnung, jeder Neuling herzlich willkommen. Wenn einer was nicht weiß, kommt zu uns. Es ist immer irgendwer online und es ist zu jeder Tageszeit irgendwer da. Gleich einmal so gesagt, ja. Also dann wir weiter mit dem Bild und ich hoffe, euch gefällt's. Ja, das war's dann schon. Also, packen wir's. Ja, meine Freunde, dann starten wir mal mit dem Bild. Und das ist die Spezialisierung Richtschütze. Eingestellt auf höheren Waffenschaden für Schrotflinten und Gewehre. In der Deckung hat man mehr Waffenhandling. Wenn man länger wie eine Sekunde in Deckung ist, hat man mehr Waffenhandling. Ja. Dann alle 60 Sekunden regeneriert sich die Munition, das ist auch nicht schlecht. Dann haben wir einen Richtsender, ja, also praktisch die Todesvieh oder wie das heißt, hätte man zur Verfügung. Wenn man einen Gegner umhaut, nachher kriegt man Rüstung retour, deswegen habe ich das Teil auch genommen und weil es halt die Schussfrequenz ein wenig erhöht. So, ich lasse euch im Hintergrund ein bisschen das Gameplay mitlaufen, dass man sagt, ich habe einen Tanker gespielt. Spielen darf man das mit der Exo oder Snakebite. Ja. Jetzt fangen wir mit Minigun, Spezialisierung, wie ich schon gesagt habe, wegen Rüstungsrückgewinnung. Dann ja, die 3 Teile von der Verschleißgrenze von einer neuen Set. Erhöht den Gewehrschaden und für Scharfschützengewehre hat ein cooles Talent drauf, das uns auch nochmal Waffenboni und Waffenhandling-Boni gibt. Ja, also schneller nachladen, weil das ist bei der Snakebite teilweise ein Riesenproblem, weil die ewig lang braucht zum Nachladen. Mit dem Set funktioniert das eigentlich ganz gut. Braucht so 2 Sekunden zum Nachladen für das ganze Magazin. Und ja, da ich sagen, das ist dann schon recht nice, ja. Set weiß ich nicht, inwiefern dass die deutsche Übersetzung stimmt. Sage jetzt einmal nicht recht viel dazu. Ich habe alles gerollt auf Chance auf kritische Treffer und Schaden durch kritische Treffer. Wie man sieht, ist das Set noch nicht ganz in der Höhe und spielt sich trotzdem schon recht gut. Dann haben wir die Handschuhe dann noch. Auch wieder Chance auf kritische Treffer drauf. Dann das Holster. Ja, wieder das gleiche. Und dann noch mit 2 neue Set-Teile. Das ist Zwidoka, wieder irgendwas mit vernichtend drauf. Und Waffenhandling ist da drauf. War nicht schlecht, hätte das noch für
kritische Schaden gekriegt, aber ja, wollte nicht sein. Und dann noch mit die gleichen Knieschoner. Die zwei Teile allein machen 15% Magazingröße, 20% Gewehrschaden und 30% Waffenhandling. Also man hat da Waffenhandling einen Haufen drauf, die Waffen verziehen genommen. Als Skills habe ich einen Hive dabei und einen Scanner, weil ich aber nicht weiß, wo die Dinger stehen. Da tue ich mir halt leichter. So, die Diamantklapperschlange ist besonders schwer. Die macht enormen Schaden. Ich habe es gerollt auf Schaden gegen ungedeckte Ziele. Das, die zum Erklären ist eigentlich ganz einfach. Die markiert einen Gegner, den muss man als erstes treffen und dann kann man hinschießen, wenn man will, dann ist der Schaden verstärkt. So. Wie viel, also erhöht die kritischen Schaden, kritischen Treffer, erhöht es um 20%. Liest es einfach genau durch. Wie gesagt, die deutsche Übersetzung stimmt aber so nicht ganz, da halte ich mir jetzt ein bisschen zurück, aber es macht halt mehr Schaden. Zuerst den markierten Treffer und dann die anderen ummahnen. Dann habe ich noch wie festgeklebt die Schrotflinten. Also über die Schrotflinten, da mache ich extra noch mehr ein Bild, weil die ist Hammer. Also wirklich der Hammer. Perfekt dreist hat die das Talent. Und da gehe ich später dazu noch mehr ein, weil das Talent ist interessant. Also das haut die schon viere. Ich habe es halt nur mal, wenn einer in der Natten ist, ja, dann kann man den schnell mal wegblasen. So, und das Pistole, da müssen wir eine nehmen, die wo einen Vollstrecker drauf hat. Du kannst auch die Orbit nehmen, das ist die benannte. Ich habe die 50 mit dem Vollstrecker. Das haut dann auch noch mehr die Chance auf kritische Treffer um 30% in die und die Boni miteinander zum Spielen, also die Stacks jeweils zum Aktivieren, ist jetzt nicht unbedingt einfach. Aber wenn alles aktiviert ist und man gerade die Hälfte schafft, ja, dann ist es lustig. So, Chance auf kritische Treffer, Schaden durch kritische Treffer habe ich nicht ganz 50, weil das Set noch nicht ganz ausgerollt ist, weil mir die Materialien ausgegangen sind. Ja, da haben wir jetzt noch ein bisschen die Werte. Schadensbonus aller Waffen haben wir 106,7, aber wie gesagt, das Set ist ja noch nicht so ganz ausgerollt. Mir geht überall noch ein bisschen was ab. Wenn man sagt, Waffenschaden, da ist nur 9,5 drauf, aber wie gesagt, ich habe einfach die Mats dann nicht mehr gehabt. Bin aber wieder ein bisschen am Optimieren oder am Inter-Rollen. Vielleicht kriege ich auch noch andere Knierschoner, da wo ich nicht so viel Material brauche. Oder Handschuhe in dem Fall. Ja, es wird einfach nicht besser. Man muss da schon Material durchhauen ohne Ende. Und wie gesagt, ich muss erst einmal wieder Runden Farming gehen. Das können wir dann im Livestream machen, da ich sagen. Wir haben uns noch ein wenig separat unterhalten. Ja, dann machen wir weiter mit dem Bild. Im Schießstand, da versuche ich das jetzt ein wenig zu veranschaulichen, wo da der Hammer hängt bei dem Ding. So, erst einmal das Deck ein bisschen aufbauen, dass wir die kritischen Chancen, Schmarrn, den vernichtend in die ballern können. Ja, der Trick bei der ganzen Geschichte ist einfach nur, dass man die richtige Timing für die Stacks erwischt. Also im Spiel spielst du sowieso, achtest nicht so drauf. Also, dass du einfach zuerst das aufbaust, dann das andere aufbaust, zumindest ich mache das nicht. Ähm, aber wenn dann alles in der Höhe ist, dann kriegt man ja, Kopfschussschaden schon 4 Mille ohne weiteres zusammen, wenn man da sagt. Pro Schuss, ja. Und Körpertreffer sind auf alle Fälle bei 2 Millionen. Und wie gesagt, das Set ist ja noch nicht so ganz in der Höhe ausgerollt und ich finde das schon aus brachialen Schaden, ja. Durch die Waffenhandling, was wir drauf haben, lädt das Ding auch brutal drauf. Brutal drauf, Alter, du bist da total drauf. Brutal schnell nach. Ja. 2,8 haben wir jetzt da. Wichtig bei der Diamantklapperschlange immer zuerst das markierte Treffer und dann
an anderen erwischen. Ja. So spielt sich das Ding. Muss man ein bisschen mit Hirn spielen und ein wenig in der Deckung sitzen. Ich habe ähm, ich habe jetzt habe ich einen Hänger. Jetzt so. Ich habe mit Schild gespielt und habe mit Hive gespielt und habe mit dem Scanner gespielt. Ich habe alles ein wenig probiert. Muss man dann probieren, wie es einem selber am besten liegt. Also wie man sieht, einmal wieder das markiere, dann ja, 2,6 Mille pro Schuss. Mit Stacks alle voll sind. Nachladen tut es auch rucki zucki. Ja, also wie gesagt, man sieht es ja. Dann kann man den Pistolenbuffen voll Strecker noch drauf tun. Ja, dann kriegt man noch ein bisschen mehr Schaden oder kritische Trefferchance und kritischen Trefferschaden drauf. Also ein bisschen zum Anspielen, weil am Schießstand geht das aber ganz gut. Aber dadurch, dass ich oben über das Gameplay mitlaufen habe, sieht man, dass das im Live-Spiel oft einmal nicht so einfach ist, da alles zum Treffen. Aber ich denke, dass der theoretische Schaden bei voll gerolltem Bild, also voll ausgerolltem Bild, irgendwo bei 6,7 Millionen, vielleicht sogar 7 Millionen ist, weil mit dem Bild, wenn man sagt, habe ich 5 Mille Maximum zusammengebracht und das ist noch nicht so, ja, noch nicht ganz in der Höhe. So, in dem Sinne haben wir mal durch mit dem Bild. Ich lasse euch noch das Gameplay ein bisschen laufen, bleibt dran. Ja, vielleicht bis zum nächsten Video. Im Anschluss kommt da noch die Band von meinem Spätzl dran. Mir gefallen die Lieder, das ist eine Heavy Metal Band und ich finde es einfach gute Musik und ich habe es exklusiv recht drauf, das in YouTube und in die Videos zu bringen. Die CDs gibt es noch nicht zum Kaufen, wenn, dann gibt es bei mir auf dem Discord, eben von den Bandmitgliedern. Wenn einer lustig ist, sogar mit Widmung, war bestimmt zum Organisieren. So, in dem Sinn, nutzt ein bisschen Musik, schaut euch ein wenig das Gameplay an und man sieht sich beim nächsten Video. Auf Wiederschauen! Netzwerk entdeckt. Sie verfolgen die richtige Spur. Nächste Verfolgung. Okay.
sind. Rose, dieser Feuertote. Können wir den irgendwie ausschalten? Da muss irgendwo eine Energiequelle sein. Wir könnten versuchen, sie zu zerstören. Ja, bitte. Ganz einfach. Energiequelle ausgeschaltet. Wenn ich das richtig interpretiere, heißt das, sie machen alles richtig. Zeit zu improvisieren. Diese Ventile könnten nützlich sein. Sofortige medizinische Hilfe erforderlich. Agent außer Gefecht.
sie zu zerstören. Ganz einfach. Energiequelle ausgeschaltet. Wenn ich das richtig interpretiere, heißt das, Sie machen alles richtig. Gasventil entdeckt. Zeit zu improvisieren. Diese Ventile könnten nützlich sein. Hohen Gasdruck umgeleitet. Funktion logistisch. Sie haben sie aus ihrer Deckung gelockt. Jetzt können Sie sie. Sofortige Medi... Agent erholen. So many years your life was shattered by your dreams. Although they never could come true. You never faced reality. You're always Lebensfunktionen such kritisch. but at the end you never did get through. And now I'm dancing on your grave, respecting your wish. But the tears that got you safe, they always try to squish. Remember all those good days, not drop any tears. You never wanted the people to cry when you someday leave. Some kind of withdrawn, but you always reach the stars. Oh, there's still a way so far. You love the cocaine too much, you might as well be on Mars. Your addiction was your cookie jar. Now I'm dancing on your grave, respecting your wish. But the tears that got you safe, they always try to squish. Remember all those good days, do not drop any tears. You never wanted the people to cry when you someday leave.
medizinische Hilfe erforderlich. is all around. Now you're gone, nothing's left, not even a wave. I hope it's bliss that you have found. And no one dancing on your grave, respecting your last wish. But the tears that got you safe, they always try to squish. Remember all the school days, not too many tears. You never wanted the people to cry when you someday leave. Nicht schlecht. Feuer, Explosion, mordlustige Irre. Ein bisschen viel für meinen Geschmack, aber ich verstehe, dass Ihnen das gefällt. Sie haben heute viel erreicht. Wir haben den Cleaners den Ölhahn abgedreht und Conley ausgeschaltet. China kann sie jetzt nicht mehr gegen die JTF einsetzen. Und wir sind ihm einen Schritt näher gekommen. Sehr gut, Agent. Ja!